Tagen treffen sich wieder viele Gehörlose zu den 7. Kulturtagen in Friedrichshafen. Mein Kollege Jason ist gerade dort unterwegs. Ihr dürft auf seine Eindrücke und Begegnungen gespannt sein. Den aktuellen Beitrag dazu gibt es in 2 Wochen. Für alle Interessierten, die es nicht nach Friedrichshafen geschafft haben, gibt es jetzt Hintergrundinformationen und besondere Momente der letzten Kulturtage. Und damit herzlich willkommen bei Sehen statt Hören. Seit den ersten Kulturtagen 1993 in Hamburg sind gut 30 Jahre vergangen. Wir haben 2018 in Potsdam, wo die 6. Kulturtage stattfanden, Besucher gefragt, welche Kulturtage ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind. Hamburg. Hamburg. Für mich Hamburg. Das waren die ersten Kulturtage und es ging um den Kampf für die Anerkennung der Gebärdensprache. Diese Demo, das wird für immer unvergesslich bleiben. Sehr gehörungsberechtigte Mehr- oder Titellunge. Dolmetsche Einblendungen während der Live- und aktuellen Nachrichtensendungen. Rechts. Wir haben keine Idee. Das behaupte ich einfach. Jetzt möchte ich noch mal sagen, warum diese Demonstration stattfindet, was eigentlich der Grund ist. Ich denke, alle wissen schon, dass Gebärdensprache da ist, dass sie eine richtige Sprache ist, dass wir uns gleichberechtigt fühlen mit dieser Sprache. Das Problem aber, selbstverständlich sind wir natürlich bereit, mit den Hörenden zu sprechen und für die Hörenden sprechen zu üben. Das ist natürlich klar, wir akzeptieren auch ihre Sprache, selbstverständlich. Wir wollen also nicht die andere Sprache zugunsten der Gebärdensprache rausschmeißen, das nicht. Wir wünschen uns beide Sprachen, Gebärdensprache und Lautsprache, die sind gleich wichtig und gleichberechtigt. Diese Demo war unglaublich. Und von Uli diese klaren Forderungen wie Paukenschläge. Ich war hin und weg. Das hat sich so fest bei mir eingeprägt. Bis heute lösen diese Bilder Gänsehaut aus. Damals war Uli Haase Präsident des Deutschen Gehörlosenbundes. Das Ziel auf politischer Ebene formuliert er ganz klar: das Recht auf Gebärdensprache und deren offizielle Anerkennung. Die Demo war der absolute Höhepunkt der ersten Kulturtage. In Hamburg passierte aber auch etwas anderes. Heute würde man sagen, in Hamburg wurde der Grundstein für ein Deaf Empowerment gelegt. Taube Personen bekamen einen Ort, an dem sie ihre Kultur zeigen und sich austauschen konnten. Und noch etwas war neu. Zum ersten Mal wurde der Kulturpreis verliehen, als besondere Auszeichnung und Wertschätzung für Menschen, die sich für die Gehörlosengemeinschaft engagieren.
Die Hand? Natürlich wurde sie von einem Taubenkünstler entworfen. Robert Biesel. Der Deutsche Kulturpreis. Vier Jahre später, 1997, trifft man sich zu den zweiten Kulturtagen in Dresden. Uli Haase kämpft als DGB-Präsident unermüdlich weiter für die Anerkennung der Gebärdensprache. Bei den Politikern ist sehr oft das Problem, dass sie sich ganz viele verschiedene Meinungen anhören müssen und dann versuchen müssen, den richtigen Weg zu finden. Aber unser Problem ist schon seit vielen, vielen Jahren: Wenn der Gehörlosenbund etwas fordert, was für uns ganz wichtig ist, treten immer andere Interessengruppen gegen uns auf. Der Verband der HNO-Ärzte, der Berufsverband der Lehrer, der Schwerhörigenbund. Aber diese haben andere Interessen. Das sind andere Verbände, die nichts mit dem Gehörlosenbund zu tun haben. Was wir Gehörlose selbst wünschen, das ist durchaus eine bessere Verständigung in der Lautsprache, eine Integration mit den Hörenden. Selbstverständlich wollen wir das, überhaupt keine Frage. Aber die Gehörlosen wünschen sich eben auch die Gebärdensprache, damit wir zwei Wege gehen können und eine Basis haben. Das, was man uns andauernd vorwirft, dass der Gehörlosenbund nur Gebärdensprache möchte, das haben wir niemals gesagt. In allen Veröffentlichungen steht, der Gehörlosenbund will beides, Lautsprache und Gebärdensprache. Ich bin es leid, dass immer diese Kritik kommt, dass wir nur auf Gebärdensprache fixiert sind. Ich kann dazu schon nichts mehr sagen. Was ich mir wünsche, ist, dass die Politiker stärker auf Seiten von uns Betroffenen stehen. Wir sind die Menschen, um die es geht. Wir kennen unsere Probleme. Wir sind erwachsene Menschen, mündige Bürger. Und darum bitte ich Sie, fragen Sie nicht mehr die Ärzte oder die Lehrer, was Gehörlose brauchen. Sie sehen hier erwachsene Menschen vor sich. Wir wissen genau, was unsere Erfahrungen sind. Wir haben unsere eigene Perspektive. Und das Problem ist, dass das immer zuletzt gesehen wird. Aus heutiger Sicht eine unvorstellbare Situation. Wie viel haben wir inzwischen erreicht? In Dresden entsteht der Eindruck, dass aus dem Westen mehr Besucher angereist waren als aus den neuen Bundesländern. Der damalige Vorsitzende des Landesverbandes Sachsen, Martin Domke, spekulierte, ob das möglicherweise auch am Eintrittspreis gelegen haben könnte. Das Ticket für 4 Tage kostete damals 150 D-Mark. Wir haben bei der Bundesbank recherchiert, wie viel das heute in Euro wäre. 121,50 Euro. Zum Vergleich, das Standardticket in Friedrichshafen kostet in diesem Jahr 154 Euro. Endlich ist es soweit. Zum 1. Juli 2001 wird die deutsche Gebärdensprache im Sozialgesetzbuch 9 offiziell anerkannt. Ein wichtiger Schritt ist geschafft. Das Motto der Kulturtage Anfang September in München lautet daher passend: Eine Kultur findet Anerkennung. Ist damit das politische Ziel der Gehörlosengemeinschaft schon erreicht? Nun, ich denke, das kann man gut mit einer Kugel vergleichen, die von der Anhöhe eines Berges ins Tal geschickt wird. Sie ist bereits ins Rollen gekommen. Vieles ist jetzt in Bewegung gekommen, was die Anerkennung der Gebärdensprache betrifft. Im sozialen Bereich, auch in puncto Behörden oder auch im Gesundheitsbereich. Und viele andere Veränderungen stehen noch bevor. Für mich ist es keine Frage, dass bis 2003 die Durchsetzung der Landesgleichstellungsgesetze Erfolg sein wird. In anderen Bereichen wie Fernsehen oder Schule müssen wir wohl noch länger um Verbesserung kämpfen. Aber sonst ist vieles schon erreicht. Diesen Erfolg müssen wir natürlich feiern. 2 Wochen vor der offiziellen Eröffnung des Münchner Oktoberfestes feiern die Gehörlosen ihren ganz eigenen bayerischen Festabend im Schottenhammel.
Für die Kulturtage in München sind weitere Details interessant. 1999 endet die Amtszeit von Uli Haase als Präsident des Deutschen Gehörlosenbundes. Mit seiner Nachfolgerin, Gerlinde Gerkens, steht zum ersten Mal eine gehörlose Frau an der Spitze des Deutschen Gehörlosenbundes. Schon seit langem hat sie sich, zusammen mit Käthe George, politisch dafür eingesetzt, Frauen zu fördern, ihr Selbstbewusstsein zu stärken und sie aktiv für Verbandsarbeit zu gewinnen. Sie ist wirklich ein Vorbild und setzt als DGB-Präsidentin kontinuierlich ihre politische Arbeit fort. Ich verstehe die Verwunderung darüber gut, dass wir dieses Mal keine heißen Diskussionen mit Politikern haben. Die Anerkennung der Gebärdensprache ist noch nicht erreicht, aber die ersten Schritte sind getan. Wir wollen jetzt mal eine Verschnaufpause machen, damit unser neues Selbstbewusstsein für uns richtig spürbar wird. Im Moment brauchen wir Raum für Gespräche innerhalb der Gehörlosengemeinschaft. Das nächste Ziel, da wird es dann wieder politisch, ist die Durchsetzung des Gleichstellungsgesetzes und der vollständigen Anerkennung der Gebärdensprache. Im Moment ist nur ein Teil davon erreicht. In München steht noch eine weitere Frau im Mittelpunkt. Trudi Mali. Ihr wird als erster gehörloser Frau der Kulturpreis verliehen. Die Preisträgerin ist Trudi Mali. Ich kann es nicht glauben. Ich bin wahnsinnig überrascht und ich habe das überhaupt nicht erwartet. Ich weiß auch gar nicht, was ich sagen soll. Herzlichen Dank. Bis zu den nächsten Kulturtagen, diesmal in Köln, müssen wir 7 Jahre warten. Dann aber freuen sich die Gehörlosen riesig, endlich wieder zusammenzukommen. Das große Ziel, die Anerkennung der DGS, hat sich 2002 endlich erfüllt. Ist jetzt also alles gut? Bisher haben wir ja das Sozialgesetzbuch 9. Dort steht einiges in den Gesetzestexten. Aber die praktische Umsetzung ist noch lange nicht vollzogen. Rein formal haben wir Ansprüche und Rechte, aber wenn es darum geht, welches Amt zuständig ist und wo man Anträge auf Dolmetscherkosten stellt, ist vieles nicht geregelt. Im Bereich Schule und Bildung allgemein hat Gebärdensprache noch nicht Einzug gefunden. Erst wenn überall Gebärdensprache eingesetzt wird, bin ich zufrieden. Auch wenn die Anerkennung der DGS noch nicht abschließend geregelt ist, stehen bei den Kulturtagen 2008 andere Themen im Vordergrund. Seit 2005 ist Alexander von Mayenne neuer Präsident des Deutschen Gehörlosenbundes. Während seiner Amtszeit findet eine grundlegende Auseinandersetzung mit der Geschichte des DGB statt, bis zurück in die Anfänge des REGD, des Reichsverbandes der Gehörlosen Deutschlands, der im Januar 1927 gegründet wurde. Ab 1933 ereilte die nationalsozialistische Gleichschaltung auch den REGD. Mit Fritz Albrechts übernahm ein tauber Nazi die Führung des Verbands. Taube jüdische Menschen wurden aus dem Verband ausgeschlossen und litten unter den Repressalien im Dritten Reich. Alexander von Mayenne nutzt die Eröffnungsfeier der Kulturtage für einen historischen Schritt. Jetzt ist die Zeit gekommen, um Versöhnung zu bitten. Und zwar um Versöhnung zu bitten für schlimme Taten, die an den jüdischen Gehörlosen in Deutschland begangen wurden. Der Deutsche Gehörlosenbund hat sich schon in der Vergangenheit für die Taten des REGD, des Reichsverbands der Gehörlosen in Deutschland, entschuldigt und hat gesagt, dass er diese Taten nicht mitträgt und bedauert. Ganz herzlichen Dank. Dies ist nicht für mich, sondern für alle verstorbenen jüdischen gehörlosen Menschen. Ich muss zunächst einmal sagen, dass diese Geste unglaublich ist. Ich werde das nie vergessen. Auch alles, was passiert ist, kann man nicht vergessen. All das muss man im Gedächtnis bewahren. Es sind insgesamt nach unseren Schätzungen 6.000 gehörlose Juden ermordet worden. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft.
Neben der wichtigen geschichtlichen Aufarbeitung wurde in Köln auch wieder demonstriert. Nach Meinung von Alexander von Mayenne ist Öffentlichkeitsarbeit ein Schwerpunkt von Kulturtagen. Der Schwerpunkt dieser Kulturtage wird die Demonstration mit der Forderung Recht auf 100% Untertitel sein. Am morgigen Tag werden über 3000 Menschen erwartet, die auf die Straße gehen und demonstrieren werden. Wir hoffen auf ein positives Ergebnis, sodass in Zukunft mehr Untertitel im deutschen Fernsehen eingesetzt werden. Okay, alles klar, ciao. Diskriminierung gehörloser Menschen. Nicht nur der Gehörlosen, sondern auch aller schwerhörigen Menschen, aller Menschen mit Cochlea-Implantaten, aller Menschen, die spät ertauben. Alle Hörgeschädigten werden durch die Fernsehsender diskriminiert. Wir fordern 100% Untertitelung in allen deutschen Fernsehsendern. 2008 gab es in der breiten Medienlandschaft Deutschlands nur vereinzelte Angebote mit Untertitelung. Bis zur Demo in Köln hatten die Veranstalter mehr als 150.000 Unterschriften gesammelt, die an den damaligen Vorsitzenden der Rundfunkkommissionen der Länder, Kurt Beck, übergeben wurden. Die Forderung: 100% Untertitel. Am Tag der Demo kam dann plötzlich Bewegung in die Medien. Der WDR veröffentlichte eine Pressemitteilung mit der Ankündigung, den Anteil der Untertitelung bis 2009 zu verdoppeln. Heute liegt die Untertitelquote in der ARD bei nahezu 100%. Das beweist, dass Proteste und Demonstrationen durchaus etwas bewirken können. Der Ausbau der Barrierefreiheit ist in den letzten Jahren deutlich vorangetrieben worden. Zusätzlich zu Untertiteln wurden für Menschen mit Sehbeeinträchtigung Angebote mit Audiodeskription ausgebaut. Und auch Angebote mit Dolmetscheinblendungen werden immer mehr. Seit 2024 werden sogar die beliebten Tatorte im Ersten mit Dolmetscheinblendungen angeboten. Die Kulturtage sind eine feste Größe für die Gehörlosengemeinschaft. Ein buntes Programm aus Tanz, Theater, Ausstellungen und Vorträgen und vor allem die Gelegenheit, sich zu treffen. 2012 finden die Kulturtage in der Messe Erfurt statt, also am Rande der Stadt. Um mehr mit den hörenden Menschen in Kontakt zu kommen, wird auf dem Wenigemarkt ein Straßenfest organisiert. Hörenden soll damit der Zugang in die Gehörlosenkultur ermöglicht werden. Ich glaube, es sind viel mehr Gehörlose. Hörende sehe ich fast gar nicht. Soviel ich weiß, eine Gehörlosenmesse. Was jetzt passiert, das kann ich nicht sagen. Als ich hierher gekommen bin, war mein Eindruck, dass nur Gehörlose hier sind. Hörende tauchen hier gar nicht auf. Der eine oder andere guckt sicherlich, was es hier so gibt. Dennoch finde ich die Idee vom Straßenfest gut. Wir sind Touristen. Keine Ahnung. Wir überlegen das eigentlich auch, weil die ganze Stadt ist Hauptstadt. Hier auf dem Markt tummeln sich viele Gehörlose, aber die Hörenden streifen den Platz nur. Sie finden nicht den Weg in unsere Gruppe. Es gibt vielleicht einige, die schauen, was hier läuft. Trotzdem ist es ein Schritt in die richtige Richtung. Die Kulturtage dürfen nicht isoliert irgendwo stattfinden. Das verstehe ich unter Inklusion. Vielleicht gelingt das in 4 Jahren besser. Die Situation in Erfurt offenbart ein Dilemma. Auch wenn sich die Gehörlosengemeinschaft für Hörende öffnen will, so richtig funktioniert das nicht.
dieser Veranstaltung, den Kulturtagen, kommen natürlich vorwiegend Gehörlose. Aber auch hörende Menschen, die irgendwie mit Gehörlosen zu tun haben. Vor allem Studierende der verschiedenen Fachrichtungen. Aber die Öffentlichkeit kommt da normalerweise nur selten hin. Das war jetzt die 3 Tage lang auch so. Keiner kam spontan vorbei. Deshalb ist es wichtig, dass wir auch nach draußen gehen und uns zeigen, dass wir gesehen werden. Dann sind hörende Menschen auch bereit, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Wenn wir humorvoll und sympathisch auftreten, fangen die Menschen an nachzufragen. Und wir können Öffentlichkeitsarbeit machen, die in den Köpfen der Leute ankommt. Das Motto 2018 in Potsdam lautet inklusiv und gleichwertig und soll auf die Gleichstellung tauber Menschen in der Gesellschaft hinwirken. In der Halle und auf den Podien werden noch ganz andere Fragen gestellt. Ich denke, dass das Wort gehörlos wie eine Mauer wirkt. Wie eine Barriere für Menschen, die von außen auf uns schauen. Warum ich das denke? Weil beispielsweise Kinder, die mit CI oder Hörgeräten versorgt oder an Regelschulen sind, sich nicht als Gehörlose fühlen. Sie fühlen sich nicht so. Oder wie sieht es mit den Coders aus? Fühlen sie sich in einem gehörlosen Verein willkommen? Auch hier wird eine Mauer gebaut. Ist der Begriff gehörlos heute noch zeitgemäß? Ich denke, wir brauchen ein neues Wort, mit dem wir mehr Menschen willkommen heißen als ausschließen. Die Kulturtage sind immer auch ein Spiegel der gesellschaftlich relevanten Themen für die Gehörlosengemeinschaft. Waren die ersten Jahre eindeutig vom gemeinsamen Kampf um die Anerkennung der DGS geprägt, zeigt sich spätestens in Potsdam 2018, dass die Themen breiter und vielschichtiger werden und dass es ganz unterschiedliche Forderungen gibt. Ganz ehrlich, wenn ich das Motto sehe, inklusiv und gleichwertig, denke ich zuerst, die armen, behinderten Menschen. Ich denke, da muss sich was ändern. Wenn so eine Veranstaltung auch für Außenstehende interessant sein soll, braucht ein Motto mehr Anziehungskraft. Das hat man verpasst. Bei inklusiv und gleichwertig, da kommen doch sowieso keine Hörenden. Und schon sind wir Gehörlosen wieder nur unter uns. Uns nur um uns selbst zu drehen, finde ich schade und unpassend. Dadurch sind die Kulturtage selbst auch nicht inklusiv. Wo sind zum Beispiel die Coders? Da habe ich Vorträge vermisst. Und dabei sind sie doch Teil der Gebärdensprachgemeinschaft und der Welt von Gehörlosen. Dieses Thema kam leider gar nicht vor. Müssen denn Kultur und Theater immer nur von Gehörlosen gemacht werden? Wo sind die Hörenden? Die könnte man beim Thema Poesie durch einen gemeinsamen, inklusiven Poetry Slam einbinden. Ohne solche Aktionen stellt sich mir die Frage nach der Inklusion schon sehr stark. Das Motto der 7. Kulturtage, die gerade in Friedrichshafen stattfinden, lautet: Eine Kultur überwindet Grenzen. Ob damit auch die Grenzen zwischen tauben und hörenden Menschen gemeint sind? Oder sind die Landesgrenzen Deutschland, Schweiz, Österreich Thema? Das findet Jason in 2 Wochen für uns heraus. Wir dürfen gespannt sein. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hoppla. Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke.
Also ich freue mich da wirklich ganz besonders. Danke. Oh, ich bin ganz nervös. Vorsicht, der ist schwer. Ich freue mich unendlich. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Gott, ist das schwer. Lieber Himmel. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Für dich, ganz allein. Vielen Dank. Schau mal. Oh, ich habe nicht damit gerechnet. Unglaublich. Ich bin einfach nur baff. Der Kulturpreis ist natürlich ein Preis für alle Frauen, richtig? Für alle Frauen, ja?